Und herzlich willkommen Leute, hier zurück zum Review von Dragon Ball Super. Ja, und so bereits zur 5. Episode, die ja von dem her gesehen, nicht gerade sehr viel Neues brachte. Ich meine, es war ein bisschen actionreicher, denn immerhin ist mal Son Goku auf den großen Gott der Zerstörung Bills getroffen. Ja, und ähnlich wie im Film auch, war hier der Kampf ziemlich einseitig und da gerade jemand irgendwie den Raum verlassen, wieso, keine Ahnung. Nun ja, bevor ich gleich mal mit dem Review weiter fortfahre, muss ich noch etwas erwähnen, und zwar, wieso jetzt diese Folge ein bisschen später kommt. Zum einen aus Hitzegründen, also es war wieder so ein Sauwetter, das glaubst du einfach nicht. Und zum anderen, ich bin gerade privat noch eine andere Aufnahmetechnik am Ausprobieren, die ich jetzt hier mit dieser Folge auch mal so testen möchte. Was vor allem auch für künftige Livestreams zum Einsatz kommen soll. Und es soll vieles einfacher machen. Und deswegen dachte ich mir jetzt mal so, normale Let's Plays unterzubringen ist ein bisschen doof. Und daher war eigentlich eher die Idee, dass ich das Ganze jetzt mal hier beim Review so pausieren lasse. Also im Sinne von, meine Stimme muss weiterhin gewohnte Qualität sein, was einfach ein bisschen entweder besser oder schlechter ist, ruft natürlich auch besser, ist das Videosignal, sprich das Spiel an und für sich. Ja, ich warte immer noch drauf, dass hier ein bisschen was abgeht, damit ich mal losfahren kann mit dem Review. Weil, ja, ich sag's mal so, wie bereits erwähnt, es ging ja immer noch um Bills, sprich er ist auf der Suche nach dem Gott, nicht dem Gottzerstörung, Quatsch, natürlich nach dem Super Saiyan Gott, also nach dem Super Saiyajin Gott, sucht er immer noch und ist er deswegen auf dem Planeten von Meister Kaio gelandet. Also natürlich vom nördlichen Kaio, war wohlgemerkt. So, lieber Host, das macht mit ein bisschen vorwärts, damit ich da weitermachen kann. Genau, ist darauf gelandet und so. Natürlich hat relativ schnell rausgefunden, dass Goku hier ist und so. Und den Gebet wieder rauszukommen. Wie üblich, Meister Kaio, alle anderen sind natürlich voll Respekt vor Bills und Goku natürlich nicht, weil er ihn nicht kennt und so weiter und so fort. Das ist aber ein anderes Thema und soll jetzt hier nichts weiter zur Sache tun. Es ging mir um den Kampf selbst, weil der war ja im Film relativ kurz. Ich meine, Son Goku war zuerst im Super Saiyajin, dann zum Zweifachen, dann zum Dreifachen. Und dann kurz gegen Bills gekämpft, aber dann war es auch schon wieder vorbei. Heute allerdings ging der Kampf über den ganzen Part. Also sprich natürlich über die ganze Folge. Ist natürlich da die Frage, die sich einem stellt, hatte Goku eventuell seine Chance gegen Bills hier? Nee, nicht wirklich, aber sagen Sie mal gut, hier Bomb Attack, machst du einfach mal was? Alter Schwede. Weil bevor ich jetzt gleich weitermachen kann, will ich eher noch etwas anderes machen. Kampf beginnt. Ja, bitte, wer hat dafür? Wie Kampf beginnt? Also ich sehe noch nichts. Die Verbindung ist irgendwie besser, schlechter, okay. Bomb Attack, hallo, jetzt mach mal etwas. Oh verdammt, hey Leute, das ist auch mal zu lange, sorry, aber was macht denn der Typ? Verbindung zum Raum getrennt durch Ursachen. Hallo, ich hab's gerade selber gemerkt. Ich hab's gerade selber gemacht, ey. Ja, also Fazit, wir wollen uns gerade kurz was zeigen. Also zeigen ist halt übertrieben. Es ging mir darum, dass man halt in der Folge, wir nennen es recht gut, ganz schlecht, dass man halt in der Folge echt halt gesehen hat, wie stark der Unterschied eigentlich, hallo Kumpel, wie groß der Unterschied halt zwischen einzelnen Super Saiyajin Formen ist. Denn im Gegensatz zum Film, weil der Goku eigentlich echt nur halt, mit einer dreifachen Stufe, also sprich als dreifacher Super Saiyajin, gegen Bills gekämpft hat, hat er hier in allen 3 Stufen gegen Bills gefightet. Also sprich das Super Saiyajin, das Zweifache und das Dreifache. Was vor allem damit zu tun hatte, weil Bills nicht glauben konnte, dass Fuß gegen Goku verloren hat. Sogar nachher nicht, wo er zum Super Saiyajin wurde. Das fand ich auch ein bisschen seltsam, muss ich ehrlich zugeben. Und irgendwie, also vor allem ein bisschen witzlos war, muss ich ehrlich zugeben. So, das Super Saiyajin, das war zweifacher Super Saiyajin, wirkte. Das war im Pferd, willst du jetzt verarschen, was ist heute da los, ey? Xenoverse, also. Jetzt alles langsam zu Wedging Base 2 zurückkehren. Da bin ich auch in neuen Aufnahmetechnik dran. Wenn es so funktioniert, wie ich es gerne hätte, dann verlassen wir bald Xenoverse und gehen zurück zu Wedging Blaze 2. Wahrscheinlich Disconnects und so, die regen mich auf. Und zwar endlos. Ja, gut, zurück zum Thema.
Super Saiyan ist einfach ein Super Saiyan. Goku kämpft gegen Bills und das wurde so lahmarschig dargestellt. Goku rumgehüpft gehüpft wie irgendwie sonst was, der letzte Anfänger. Ne, sorry, aber es war ein bisschen peinlich. Ja. Das wird langsam lame. Mal eine gute Verbindung, kann direkt mitmachen. Aber wahrscheinlich ein Super Saiyan God zwar. Das ist überhaupt nichts aktuell und so. Ah, das ist doch so ein Beschiss, ey. Ja, gut, wie bereits erwähnt, Super Saiyajin und als Super Saiyajin, also zweifacher Super Saiyajin, ist dann Goku einfach nur rumgehüpft. Da und da, der war total lahmarschig oder so in Szene gesetzt. Ich meine, sorry, aber wenn die Entwickler, Akira Toriyama, wer auch immer, keinen Bock drauf hat, Son Goku in der Form kämpfen zu lassen, dann bitte lasst dich einfach weg und nicht so irgendwie aussehen lassen, als wäre er einfach nur der komplette Noob. Das ist echt so aus... Nee, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, es sah einfach nur lächerlich aus, was Goku da getrieben hat. Und dementsprechend natürlich war auch Bills ein bisschen enttäuscht, Goku kann man ja verstehen. Das klappt endlich mal. Ja, eben war halt auch Bills ein bisschen enttäuscht, was er auch verstehen konnte. Und er wollte schon wieder irgendwie, ja, mit Whis halt den Planeten vom Meister Kaio verlassen und zurück zur Erde gehen, um halt da nach dem Super Saiyan God zu suchen. Und Goku immer wieder, oh scheiße, immer noch nicht stark genug. Zweifacher Super Saiyan, nachher dreifacher. Im Dreifachen schien es so, als wäre Bills ein bisschen überrascht von Son Goku Stärkeanstieg. Das ist dann auch der einzige Zeitpunkt, wo... So, können wir jetzt bitte mal loslegen. Wo, ja, der einzige, nicht der einzige natürlich, sondern der erste Zeitpunkt, wo dann Bills nicht mehr ausgewichen ist, sondern die Attacken abgewehrt hat. Natürlich trotzdem völlig lästig und so, wie es halt sonst immer so ist, kein Thema. Trotzdem war es interessant zu sehen, dass er irgendwie vom dreifachen Super Saiyan doch noch Respekt hat. Zumindest ein ganz kleines bisschen. So, deswegen muss ich ganz kurz mal gucken. Ich will ja hier als... Jetzt mehr Super Saiyan war. Nein, nehmen direkt den. Weil, ja, ich wollte eigentlich mal ganz kurz die drei Formen nochmal präsentieren. Hier bei Xenoverse, selber Original S2 wäre es ein bisschen einfacher gewesen, aber egal. Steig einen Super Saiyajin Gottes, besiege Son Goku. Ich bin ja selber Son Goku, von dem her Hasta la Vista Baby. Bitte kurz Loading. Was sind sonst noch so für Typen? Ja, ich komm! Ja, du mich auch. Sieht gerade ein bisschen mies aus für uns, kann das sein? Genki Dama, ja, dann schlecht. Wie sagt Son Goku eigentlich hier irgendwie die Super Götterfaust? Hallo? Habt ihr Goku als Super Saiyajin Gott? Wie lame, ey. Oh, weg ist er. Da geht doch nicht, wieso haut er einfach ab? Nun gut, der war stehen geblieben, genau, Kampf als Super Saiyajin gegen Bills, war ja von dem her eigentlich recht nett und so zum Zugucken. Einfach nur, dass er an den Gegner umgesprungen ist. Als Dreifacher wiederum, wie gesagt, ist Bills nicht mehr irgendwie geflohen und so, hat wirklich gegen ihn gefightet. Das war ja von dem her, ja, sagen wir mal nett, es war nett. Ah, ist die hier, genau. Ja, war einfach nur nett zum Zugucken, mehr eigentlich auch nicht. Natürlich, wenn man schon aus dem Film kennt, hat der Goku natürlich gar keine Chance, aber ach, das ständig nur ab. Gibt's nicht, der ist aus, ständig nur ab. Wo ist? Da drüben ist zwar. Wo ist das Portal? Wo ist das Portal? Gut, wäre Bills noch, kein Bock auf den. Ich will fighten! Ja, der dreifache Super Saiyajin, der wurde hier wieder ein bisschen stärker in Szene gesetzt. Das war ja ganz nett und so. Und Son Goku hat ja auch den Genkidama, sage ich schon. Das Kamehameha gegen ihn eingesetzt, war ja auch ganz nett, kann man ja so sagen. So, kann ich auch. Super! Genkidama! This is my energy!
Your Super Saiyan God form expired quite some time. Are you serious? Ja, die ist schon weg und Son Goku ist unten links irgendwie das zweifache Super Saiyan zu sehen. Wer es jetzt Verbrauch war. Mann, der Super Saiyan hält die echt nicht lange. You're good. Like one in a million, in fact. Dankeschön, das hört man natürlich selten als Unterklasse-Krieger, wie Vegeta gerne sagen würde. Autsch. Ja, wie bereits erwähnt, der Kampf zwischen Super Saiyan 3 Goku und Bills, in dem man nichts Besonderes, man wurde auf die ähnliche Art und Weise ausgenockt, wie wir es schon kennen, vom Film her. Also sprich, einmal auf die Stirn getupst und dann noch einen Schlag auf die Schultern, das war's dann auch schon. War von dem her, wie gesagt, naja, ja, war nett. Und der Vorteil ist von dem her eigentlich, dass das der letzte Auftritt des dreifachen Super Saiyajin war. Yeah, Super Saiyan God is back. Geil. Wer braucht einen Typen schon? Nee. Wie gesagt, war der letzte Auftritt und so, des dreifachen Super Saiyajin, sehr wahrscheinlich zumindest. Und Bills am Schluss hat abgehauen zur Erde. Masakayo hat Vegeta gewarnt, dass Bills unterwegs ist. Son Goku hat am Schluss noch erwähnt, dass er wohl auch, wenn Vegeta näher fusionieren würden, also sprich halt zu Gogeta, dass wir wohl auch dann keine Chance hätten. Den Aspekt fand ich dann doch noch interessant. Ich glaube zwar, dass der irgendwie im Film auch noch erklärt wird in der Extended-Version, aber trotzdem, dass er so erwähnt, auch in Fusion, keine Chance gegen ihn. Ist doch noch interessant. Vor allem auch deswegen, weil, das ist vielleicht nicht alle, wie bei Xenoverse kann man ja auch mit dem vierfachen Super Saiyajin Gogeta gegen Bills antreten. Wenn man das macht, dann erwähnt Bills, dass überrascht sei, dass Gogeta so stark wäre. Und Gogeta sagt ihm sogar etwas in der Art von wegen, ja, es könnte durchaus sein, dass er Bills besiegen könnte. Also sprich, Super Saiyajin 4 Gogeta wäre stark genug, um Bills zu schlagen. Was ich mit meiner ursprünglichen Theorie übereindecken würde. Von wegen eben wegen den roten Haaren von Gogeta und so, dass Energie, oder? Weil Goku hatte schon Energie von 5 Saiyajins gehabt, plus Vegeta als Fusion. Dass eben der vierfache Super Saiyajin Gogeta eben doch schon so eine Art Super Saiyajin Gott sei. Und deswegen Akira Toriyama auf die Idee kam, Goku als Super Saiyajin Gott das rote Haar zu geben. Naja, sind ja alles eigentlich nur irgendwie ein paar Ideen, Theorien und so weiter. Und ja, das war's mit dem Review. Von dem her, wie gesagt, nichts Neues, Interessantes. Der Folge würde ich jetzt keine allzu gute Note geben. Wurde zwar ein bisschen verlängert, der Kampf, aber wie Goku einfach nur rumgerampelt ist, vor allem als Super Saiyajin als Zweifacher, das war einfach nur ein bisschen erbärmlich, hätte man ruhig besser machen können. Und nicht gerade so schwach darstellen, mein sorry, aber es war jetzt wirklich nicht gerade das Gelbe vom Ei. Und dann, ja, andererseits natürlich Bills Überlegenheit, ist natürlich durchaus das Wert. Und was jetzt im Gegensatz zum Manga nicht gezeigt wurde, weil im Manga sammeln eigentlich noch wie Jumper, also sprich Bills Counterpart aus Universum 6 aufgetaucht ist. Das wurde hier jetzt nicht gezeigt, aus welchem Grund, keine Ahnung. Aber den werden wir auch schon bald erleben. Ja, von dem her, wie geht's weiter? Ist natürlich von dem her eigentlich nichts Neues. Wir kennen das Ganze ja aus dem Film. Das heißt, auf der Erde ein bisschen weitergehen, von wegen der Party und so weiter. Bills wird sich amüsieren, dann wird er sagen, das ist scheiße, Buu ist irgendwie ein Arsch und wird ausrasten. Vegeta, Gotenks, Gohan, die ganzen Kämpfer versuchen ihn aufzuhalten. Und dann kann es bald mal zum Super Saiyajin Ginyu, zum Super Saiyajin Gott Goku. Weil auch ihm noch die Frage ist, wie zum Henker wollen sie den machen? Aber ich habe noch keine Ahnung. Weil Videl ist nicht schwanger, also es kann nicht sein. Wenn sie es doch machen, können sie das Ende von Dragon Ball Z können sie auch in den Haufen werfen. Nicht nur GT. Also von dem her, die müssen sich schon etwas überlegen. Und ich hoffe, das tun sie auch noch. Wir muss sagen, ganz kurz ein kleiner Fight noch, oder? Das reicht noch von der Zeit her und dann war es das wieder mal ein Review zu Episode 5. War den noch da? Die habe ich bereits gesagt, Episode 5, ja, weil meinte mal ein bisschen, wow, nein, das war viel, scheiße, viel zu große Mission. War ja von dem her ganz nett und so, aber ansonsten, ja, Eben ist das Problem, und wenn du den Film schon kennst, dann denkst du einfach so, okay, das ist neu, das haben sie ein bisschen anders gemacht, aber trotzdem das Gleiche. Fast halt schon, wie weit kann man das ernst nehmen? Und auch wenn es im Manga zu Dragon Ball Super mittlerweile auch gibt,
Und die ganzen Unterschiede jetzt auch mit Pan und so weiter, wegen 6 Saiyajins für den Super Saiyajin God und doch nur 5. Wie wird das Ganze umgesetzt, nachher mit Super Saiyajin God Vegeta, ob der noch gezeigt wird. Ja, ne, war der hier, genau. Oder wegen Goku und den ganzen Super Saiyajin God Super Saiyajin Geschichte. Wie werden sie das mit Freezer machen, nach seine Wiedererweckung oder von Toten. Die kann jetzt auch nicht genau stattgefunden haben wie im Film, weil das wird das sich mit der Busang nicht decken. Weil dort war ja. Das ist ein bisschen kürzer, ja. Weil dort war ja, also ist ja Freezer auch aufgetaucht wieder, in der Hölle halt, zum Zugucken, wegen, ja, guck, wird denn verkloppt, geil. Aber was ja dort vor allem noch war, dass Freezer ja nicht mehr in seiner Mecha-Form war, sondern in seiner endgültigen Form, in seiner finalen Form, von dem her. Da muss man sich halt schon irgendwie überlegen, wie weit kann man überhaupt einen Unterschied machen zwischen Dragon Ball Super und Dragon Ball Z. Und natürlich auch, wenn das Ende von Dragon Ball Z überschrieben wird sowieso überschrieben mit dem Super Saiyajin God, Super Saiyan. Ja, das bleibt noch spannend, Leute. Also hoffe zumindest, jetzt am Schluss irgendwie heißt, ja, irgendwie auch das Ende von Dragon Ball Z gibt es nicht mehr. Wurde überschrieben und machen wir den hier. Das Ende von Dragon Ball Z, wie gesagt, das 24. Turnier war es, glaube ich, oder das 28. keine Ahnung mehr, wird überschrieben halt. Und ebenso Dragon Ball geht um das sowieso, wenn das ein bisschen ankotzt, aber egal. Aber wenn sie Dragon Ball Z am Ende auch noch überschreiben, na dann Prost Mahlzeit, hey. Chat hat schon die Frage, warum überhaupt in die ganze Serie? Echt nur Geldmacherei oder was überlegen sie sich überhaupt dabei? Die Frage bleibt noch zu klären. Ja, ist jetzt hier die Frage an euch gerichtet. Ich meine, wie seht ihr das Ganze? Auch wegen, okay, offenes Feld. Jo, da ist er. Mann, geht doch einmal durch, Goku. Hallo, sollst. Ah, jetzt macht das. Wie ist eure Meinung dazu? Meins zur ganzen Geschichte auch jetzt, weil die ganzen Ereignisse aus Battle of Gods irgendwie anders dargestellt werden. Zum einen. Zum anderen soll es trotzdem eine neue Serie sein, die irgendwelche Zusammenhänge mit Dragon Ball Z haben sollen. Die spielen ja zwischen dem Kampf mit Buu und dem Ende von Dragon Ball Z. Also irgendwie muss doch da noch was Besseres gezeigt werden, sag ich jetzt mal, wa? Das Ganze muss ein bisschen schlüssiger sein und so weiter. Auch wenn GD sehr wahrscheinlich überschrieben wird, weil es sowieso nie geplant war oder sowieso nie irgendwie gegen gesehen wurde von Akira Toriyama. Ja, es ist halt die Frage, wie soll man das Ganze interpretieren, oder ist es echt noch zu früh, nach 5 Folgen schon sich eine Meinung zu bilden? Kann durchaus sein, was einfach nur in den nächsten paar Folgen noch irgendwie Feedback geben soll, von wegen, ja, das war die Folge, das ist passiert und so weiter, das ist meine Meinung und fertig. Noch nichts über die Zukunft so plausieren soll. Und wo ist der Arsch? Naja, wir sind wirklich weitergehen mit Super Saiyajin God, Goku und natürlich auch der ganze Geschichte bezüglich Transformation, also sprich wegen 5 Super Saiyajins oder 6 mit Pan. Also sprich mit Videl, der von Pan schwanger ist. Das wir wohl erst in der 9. Folge erfahren, weil dort soll scheinbar der Super Saiyajin God auftauchen. Und das ja, wird wohl erst am 6. September passieren, also sprich, ja, ein paar Wochen dauert es wohl noch. Mann, ich muss unbedingt den Kampf wählen, der ist so lame, Alter. Ja gut, Leute, ich würde sagen, mal ganz kurz noch einen Super Saiyajin 3, dann haben wir das noch gezeigt und so. Wie gesagt, zum letzten Mal dann, nach dem Anime, also bei Dragon Ball Super halt. Ich glaube eigentlich, dass sie das ändern und das dann künftig auch bei Dragon Ball Super, wenn es um die 3. Staffel, also sprich um die Universum 6 Staffeln und so weiter geht, dass sie dann das nochmal einbringen. Glaube ich irgendwie nicht, der Zug ist wohl abgelaufen. Gotenks, du musst sterben! Es ist der Wille des Super Saiyan Free! Super Saiyan Free ist sowieso scheiße. Super Saiyan 4 ist viel geiler. Findest du auch was? Snake Bomb? Ja, er findet schon, Gotenks eher weniger. Er steht auf dem Dreifach. Naja, wie dem auch sei. Leute, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal wieder hier beim Review zu Dragon Ball Super. Wenn es wohl darum geht,
ja, wenn es wohl darum geht, dass wir halt, aua, also Mütze kriegen. Nee, dass wir halt gucken, wie Vegeta Bills irgendwie ablenken kann, seinen Zorn bändigen kann und wie Bills da auf Bulmas Party Spaß hat. Und bis dahin, ciao zusammen!